So, jetzt ist es endlich soweit, nach 3 Wochen. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Video. Yep, der Video ist schon lange überfällig. Vor 3 Wochen habe ich einen Beitrag erstellt, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Es sind nur 2 mitgemacht. Aber hey, es ist völlig okay. Aber unter anderem hat jemand 7 Fragen gestellt und jemand 2, also sind es insgesamt 9 Fragen, die kommen. Und ja, ich versuche es da irgendwie einzublenden, so gut es geht. Und ja, dann fangen wir doch gerade mal an. Ich bin mit der Karamellbiskuit, ja, mit der Karamellbiskuit unterwegs. Sie ist eine Stute. Und ja, dann, genau, legen wir los und fangen mit der ersten Frage von der Alisa an. Wann hast du mit SSO angefangen und wie gefällt dir das Spiel generell? Also, wenn ich mit SSO angefangen habe, das ist der 13. März 2024, wo ich angefangen habe. Um genau zu am Abend, an diesem Tag sind die neuen Selfrassen rausgekommen. Das weiß ich noch. Und ja, ich habe mir den erst einen Tag drauf, am 14. März, habe ich mir den Lifetime geholt. Aber ja, an meinem ersten Abend, ich habe so viel gequestet in Fort Pinta und Moorland. Es war verrückt. Es war eine tolle Zeit. Und wie gefällt mir das Spiel generell? Sehr, sehr gut, sonst würde ich es auch nicht so lange spielen. Oder sonst hätte ich schon längst aufgehört. Mir gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Dann hat die liebe Candy Girl 17 oder auch Dori oder auch Miss Blueberry Castle hat 7 Fragen gestellt. Unter anderem die erste wäre, mit was bearbeitest du deine Videos? Da muss ich jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil es hat mit meiner Herzensinteresse zu tun, die habe ich schon in meinen Streams ein paar Mal erwähnt. Nämlich bearbeite ich meine Videos mit dem Programm von Sony. Catalyst heißt, also Catalyst Edit ist's. Und ich finde das super, aber es ist ein bisschen mühsam zum Teil im Vergleich zu meinem vorherigen Programm, das ich aufgegeben habe. Also jetzt nicht mehr benutzt, weil ich so, weil ich so das von Sony ersetzt habe, weil ja, ist viel cooler. Genau. Ja, mit dem tue ich meine Videos bearbeiten. Also es ist sehr kostenspielig, aber ich benutze es ja für private Zwecke und von dem her ist mir das völlig wert. Genau, dann die nächste Frage. Was ist deine Lieblingskindheitsserie? Ich habe früher ein paar Ja, heute James. Ich habe früher ein paar Lieblingsserien aus meiner Kindheit. Unter anderem Tim und Struppi und Yakari. Vielleicht kennt jemand von euch die. Denn ja, die beiden mag ich mich am besten erinnern. Aber ich würde sagen, den Yakari habe ich sogar noch mehr mögen. Ich habe jede einzelne Folge geschaut. Ich habe jedes Hörspiel davon gehabt. Ähm, ich habe ihn sogar selber gespielt, so eine Art Cosplay. Nein, nicht Cosplay. Einfach so als Kind halt habe ich Yakari gespielt. Mein Stärkeros war der kleine Donner. Genau. Ja, ich bin mega Fan von Yakari. Und ja, finde ihn jetzt mega toll. Und halt das SpongeBob ist früher immer das absolute Highlight gewesen, aber wir haben viel, viel zu wenig dürfen schauen. Und ja, ich würde sagen, Yakari und SpongeBob sind so meine absoluten Lieblings-Kindheitsserien. Dann die nächste Frage. Was ist momentan dein Lieblingslied? Hui, mein Lieblingslied habe ich eigentlich nicht einmal. Es ist so stimmungsabhängig, sagen wir es so. Wenn ich in einer traurigen Stimmung bin, ist mein eigener Depri-Song mein Lieblingslied. Weil ich dann auf irgendwie 10-mal höre, ist natürlich nicht optimal, einen Depri-Song hören, wenn man eh schon traurig ist. Wenn ich glücklich bin, was höre ich, wenn ich glücklich bin? Keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich ein Lieblingslied und
Karamellbiskuit ist Level 5. Yay. Genau, also eben wie gesagt, ich habe kein Lieblingslied. Also ich habe ein paar Lieder, die mir wirklich mega gefallen, aber es sind dann halt auch mehrere. Unter anderem wäre da zum Beispiel A Tale That Wasn't Right for Halloween oder diverse KI-Songs, die ich erstellt habe. Zum Beispiel. Oh mein Gott, ich muss den anschauen. Genau, ich habe gerade schnell nachgeschaut. Mir ist jetzt gerade mein Lieblingslied in den Sinn gekommen. The Last Goodbye. Aus dem Hobbit ist das, Hobbit 3, glaub's. Schlacht der fünf Heere. Und ja, das Lied kann ich in- und auswendig. Ich habe es früher schon die ganze Zeit gesungen. Und auch heute noch bin ich in der Überzeugung, dass es das Lied ist, das ich am besten singen kann. Dann habe ich mich mal aufgenommen. Und es hat so schrecklich getönt. Ich habe die Aufnahme, also, dann, wo ich das, genau, ja, ich hätte ein bisschen wehren. Genau, wo ich dann die Aufnahme gelesen habe, habe ich sie nach einer Sekunde wieder abgebrochen, weil es einfach nur so schlimm tönt. Ich kann einfach nicht singen. Genau, also, The Last Goodbye, von, ich glaube, der Billy Boyd singt, aber es gehört zum Hobbit 3. Genau, dann die nächste Frage. Magst du lieber Eistee Zitrone oder Eistee, ich nehme mal an, das ist ein Pfirsich? Also Zitrone oder Pfirsich. Oh mein Gott, ich habe gerade meinen Ellbogen angeschlagen am Tisch. Ah, das ist ein Phänomen. Ich während der Aufnahme und dem Messer so spiele einfach mal den Ellbogen anschlagen. Was läuft mit mir falsch? Ah, oh. Okay, never mind. Das ist gerade so bescheuert. Oh, ich will die Kamille. Und das Moos. Genau, also ich trinke keinen Eistee, ich trinke höchstens Cold Tea, aber das ist wirklich mit Teebeutel. Aber Eistee an sich habe ich leider nicht gern. Also aber ich trinke keinen Eistee, aber wenn ich müsste, dann eher Zitrone. Also ich mag allgemein zitronische Getränke. Und ja, also wenn man mich dazu zwingen würde, dann würde ich eher Zitrone auswählen. Dann die nächste Frage. Ähm, Uppala. Welches Ross magst du gar nicht in SSO? Also jetzt ist eher die Frage, ob du damit in Rasse oder das Ross selber meinst. Weil wenn das Ross selber, ich sage einfach mal beides. Rassen, die ich gar nicht mag, sind unter anderem Lusitanos und die Jorvikische Friesen. Das sind so zwei Rassen, die ich gar nicht mag. Und dann unter denen wiederum befindet sich mein Ross, das ich gar nicht mag, nämlich... Oh, es ist schwierig, um sich entscheiden. Ich habe ein paar, die ich überhaupt nicht mag, unter anderem einen Lusitaner, der so aussieht wie ein Curry. Also wie eine Curry geschnetzelt oder so. Ich finde den gar nicht schön und ich weiß nicht, was ich mir da gekauft habe. Und wahrscheinlich die alten Drachenrösser auf dem jorvikischen Friesenmodell. Ich finde die so abartig schlimm. Ich würde sagen, genau. Die beiden alten Drachenrösser sind die ich gar nicht mag. Dann, was ist das, die nächste Frage von der Dori? Was ist das Lieblingsupdate in SSO? Mein Lieblingsupdate sind eigentlich immer, wenn ein Event kommt. Ich würde sagen, das beste Update bis jetzt ist der 4. Dezember 2024 gewesen. Das war ein Mittwoch gewesen. Dort ist mein allererste Winter-Event gekommen. Also, ähm, äh, genau, dort ist das Winter-Event gekommen und das war mein allererstes Winter-Event gewesen. Ich habe mich so gefreut, ich war so glücklich gewesen. Es war so ein angenehmes Gefühl gewesen dort. Ich habe mich auch generell extrem auf das Update gefreut. Und ja, und ich habe dort jeden Einzeltag das Update auch gespielt. Also das Event, also wirklich, ich glaube, 4 Wochen lang jeden Einzeltag die Dailies gemacht. Und es war generell eine mega tolle Zeit, gewesen, auch in Nacht, außerhalb von SSO. Und ja, ich würde sagen, das ist mein Lieblingsupdate. Und ja, und vielleicht kommt in Zukunft irgendeins, das mich noch mehr vom Hocker haut.
aber das werden wir dann sehen. Mal schauen. Aber bis jetzt ist der 4. Dezember 2024. Ja, dann die letzte Frage. Welche Rasse würdest du dir noch in SSO wünschen? Ganz, ganz klar die Freiberger. Die Freiberger sind die letzte richtig Schweizer Pferderasse. Ähm, und ja, ich wünschte mir so sehr, dass die in SSO würde existieren. Es wäre einfach ein Traum, würde ich mal so sagen. Es wäre so toll, wenn SSO die ins Spiel bringt. Weil SSO weiss, dass Freiberger existieren, weil in dem Zelt, wo der Idris so Vorhersagen macht, erwähnt er Freiberger. Ich sehe es in meinem Let's Play, also wo ich die Hauptstory Let's Playe. Dort erwähnt er es. Und ja, ich wünschte mir, SSO würde die Spiele bringen. Bitte SSO, bitte erhört meinen Wunsch. Ich bin sicher nicht die Einzige, die sich die wünscht. Genau, dann wäre es schon wieder für heute. Das sind jetzt alle Q&A-Fragen die ihr mir gestellt habt, bis weil da Lisa und Dori haben mir die gestellt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch der kurze Infovideo, der kurze Frage-Antwort-Video gefallen hat. Und dann, genau, dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann. Ciao, ciao.